Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus dem verregneten Bern. Heute haben wir folgende 2 Beiträge für euch in der Sendung. Zusammen unterwegs im Kunstmuseum Thun, eine Turboführung durch die Ausstellung. Und das Hotel Hirsche zu Gunten am Thunersee. Jetzt übernehmen Investoren aus St. Moritz. Der Pablo Sulzer verschlägt zur heutigen Ausgabe von «Zusammen unterwegs» nach Thun. Im Kunstmuseum hat er Eva Schuler getroffen. Die Kunstvermittlerin baut Brücken zwischen Kunst und der Bevölkerung. In einer 5-minütigen Speedrun-Führung durch das Museum gibt sie ihm Einblick in ihre Arbeit. Hallo, Pablo, hoi. Schön, empfasst du uns hier? Ja, willkommen. Wir sind hier beim Kunstmuseum Thun. Genau. Dürfen wir schon reingehen? Oder? Selbstverständlich, wir können mal schauen. Jetzt sind wir aber vor der 10 hier, weil mein Arbeitstag beginnt ein bisschen früher und das Museum ist noch zu. Wir gehen hinten rein quasi, in den Hintereingang. Dann können wir da rundherum. Mein Büro ist hier hinten. Hier, wo wir jetzt im Moment drin sind, ist der Thunerhof, ein ehemaliges Hotel und gehört jetzt der Stadt Thun. Und wir dürfen hier seit 1948 hat es angefangen, das Kunstmuseum Thun hier. Jetzt sind wir da im Shop innen und ich nehme euch jetzt mit ins Museum. Ich bin hier seit 2 Jahren jetzt. Ich glaube fast mehr oder weniger auf einen Tag. Das Schöne und auch das Schwierige an meinem Job ist, es ist mega unterschiedlich immer. Man hat die Ausstellung, man hat die Räumlichkeiten, man hat Werk und ich bin so quasi die Brücke schlägt zu den Besucherinnen und Besuchern. Also ich probiere irgendwie die Sachen verständlich zu machen. Kannst du uns also wirklich die Brücke bauen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Wir haben im Moment eine Ausstellung «Continental Bern Jura». Das ist eine Ausstellung, die in verschiedenen Häusern oder Institutionen stattfindet. Und was wir jetzt hier sehen, sind 32 Positionen von Künstlerinnen und Künstlern. Du bist oft in diesen Räumen aufzufinden, oder? Ich selber mache weniger Führungen, aber habe ein Team. Bei Kunst manchmal hat man so das Gefühl, ja, ich verstehe es nicht. Da kann man auch sagen, also, ich verstehe es manchmal schon nicht. Und ich glaube, es geht vor allem darum, so ein bisschen zu merken, was löst das für ein Gefühl in mir aus, also auch wie bei Musik. Dann können wir ja vielleicht noch ein Werk aussuchen, das ich probiere zu verstehen oder schauen, ob es etwas in mir auslöst. Ja. Du bist eigentlich zu so einem Job gekommen. Also ich habe Grafikdesign studiert und habe nachher im Master an der Kunsthochschule Bern noch Vermittlung gemacht und bin dann eigentlich so hierher gekommen, ja. Das würde mich irgendwie noch ansprechen. Vielleicht ist so das Holz oder einfach sonst, wie es so platziert ist hier. Das ist von einer Künstlerin, sie heißt Elisa Daubner. Das ist wahrscheinlich eines der schwierigeren Werke zum Beschreiben. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht sagst du zuerst mal, was du denkst. Irgendwie so ein urchiges Gefühl, gleich auch ein bisschen so aufgebrochen und reduziert. Also ich glaube, das beschreibt es recht schön. Das sind oft so gefundene Sachen aus dem Brocki. Das hier zum Beispiel ist so ein Schemmeli und das hier ist ja wie so eine Schublade, die sie irgendwo aus einem Objekt rausgenommen. Vermittlung ist eigentlich Beziehungsarbeit, sage ich oft so. Da haben Studierende vom Studiengang Visuelle Kommunikation in die Sammlung dürfen. Da haben wir dann in den Projektraum Enter rein und sie haben zu all diesen Werken digitale Erweiterungen gebaut, also wo man wie reingehen und das Werk noch mal neu erleben. Das sind so Sachen, die ich nachher planen und organisieren. Erzähl, wo gehen wir jetzt her? Wir gehen ins Atelier für Kunstvermittlung. Also, da gehen wir rüber. So, hier wären wir, am 2. Standort. Und das hier ist unser Kunstvermittlungsatelier. Sehr, sehr bunt gefüllt mit allem Material, das man brauchen kann. Wir nennen es offenes Atelier. Man etwas gestalten kann. Und hier befinden wir uns jetzt eben im Raum, wo dann eigentlich geschaffen wird. Man sieht so an den Tischen. Aber viele sind die Leute so, dass sie sagen, ich kann aber nicht zeichnen, ich kann nicht malen. Und grundsätzlich gibt es das nicht, das können alle. Ich glaube, wir gehen dann noch vielleicht einen Kaffee nehmen. Das finde ich eine super Idee. Also, dann gehen wir mal zurück. Laufen wir mal zurück. So, hier wären wir noch. Merci, hast du uns schon mal so viel gezeigt, Eva. Ja, mega gerne. Es gibt ja sicher Herausforderungen oder Momente, wo es eher schwierig wird. Natürlich immer vor einer Vernissage. Ist schwierig, weil dann gibt es so viel zu machen. Kann man nicht alles machen und ich habe sehr viele Ideen. Es gibt so Momente, wo du denkst, das ist doch gar nicht so schwierig zu verstehen, aber gleich muss man das immer wieder kommunizieren. Ja, also ich glaube einfach mehr so das Verständnis dafür, dass das Kunstmuseum Thun eigentlich offen ist. Oder halt eben, was überhaupt Vermittlung ist. Also das muss ich sehr viel erklären. Also, du schaffst eine Vermittlung an in einem Vermittlungsbüro für Leute, also Partner, Parship, so ein bisschen so Witze. Ja, okay. Wie sieht so eine
idealen Tag vielleicht für dich aus? Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube einfach einer, wo verschiedene Sachen laufen. Habe ich vielleicht noch ein Gespräch mit einer Vermittlerin über ein mögliches Format, das wir entwickeln. Für das eben einfach halt wirklich sehr so bunt. Und das ist das, was mir auch gefällt. Ja. Hier nehmen wir einen Kaffee. Genau, ja, das ist unser Kaffee. Hier kann man einfach auch her, nach der Ausstellung, vor der Ausstellung, oder? Ab März haben wir dann wieder ein Bedienungskaffee, da freuen wir uns mega drauf. Ich würde schon sagen, es ist ein Job, wo ich sehr gerne komme am Morgen. Merci vielmals, dass du uns durchgeführt, Eva. Es war sehr spannend. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht zum Schauen. Das war die 6. Folge zusammen unterwegs. Falls ihr eine Geschichte habt, meldet euch, schickt sie, schreibt uns und gerne kommen wir auch zu euch und sind unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das historische Hotel Hirsche in Gunten. Seit 2007 steht es leer. Aber jetzt ist klar, wie es weitergeht. Investoren aus St. Moritz übernehmen das baufällige Hotel am Thunersee. Sie wollen 70 Zimmer im 4-Sterne-Bereich bauen. Ein Teil davon muss verkauft werden, um die Finanzierung zu sichern. Der Ben Abegle hat mit den Engadiner Investoren geredet und wollte wissen, wann es aufgeht. Also wir, die Laudella-Gruppe aus St. Moritz, haben die große Ehre, das Hotel Gunten weiterzuentwickeln. Und wir wünschen uns dort eigentlich, und wir zeigen zur Überbauungsordnung, wieder ein klasses Hotel zu machen, mit Restauration eingebettet, aber ins lokale Gefüge und natürlich mit einem gewissen Kulturhintergrund. Von dem kommen wir. Ich bin Hotelier in zweiter Generation hier in St. Moritz. Ich bin in der Hotel fast Lausanne und der jüngste Sohn von der Besitzerfamilie ebenfalls. Und wir haben immer wieder einmal Kontakt gehabt über verschiedenste Projekte. Und so ist der Kontakt auch zum Hirschen aufgekommen. Und die haben gesagt, das ist so ein Bijou, so eine einzigartige Immobilie. Das würden wir doch gerne als Hotel dürfen betreiben. Und dann hat eins andere gegeben und jetzt hocken wir da und haben dort das Projekt dürfen übernehmen. Zahlen sind eine schwierige Frage. Also jetzt haben wir mal die Überbauungsordnung rausgegeben und die liegt jetzt auf, in der Hoffnung, dass wir dann nachher im Baugenehmigungsverfahren beschleunigt sein, weil doch die Überbauungsordnung sehr detailliert ist. Unser Wunsch wäre eigentlich die Eröffnung Sommer 29 spätestens, eher 28, wenn möglich. Und das Bauvolumen sind wir auch schon nicht ganz sicher. Wir haben jetzt schon Vorinvestitionen geleistet, indem wir dran sind, Nachbarimmobilien zu kaufen, um dort Parkmöglichkeiten zu realisieren. Da wollte ich jetzt noch nicht dazu sagen, aber es wird doch anspruchsvoll, was Finanzierung anbelangt. Ja, ich meine, es ist das Aushängeschild von Gunten aus meiner Sicht, vor allem wenn man vom See her kommt. Das ist unglaublich gut gelegen, direkt am Anleger. Wir freuen sich extrem drauf. Es ist ein emotionales Hotel. Wir sind ein auch ein emotionales Hotel in St. Moritz mit einem Genossenschaftshintergrund, wo wir mal herkommen und Non-Profit-Gedanken so ein bisschen. Und wir wollen das auch unbedingt auf Gunten bringen, weil uns geht es dort wirklich, das Bijou wieder zu reaktivieren und für alle dort etwas Schönes, Lässiges herzustellen. Jetzt übergebe ich noch kurz ins Studio, wo der Matthias Mast seine heutigen Gäste in der Talksendung zusammen im Zentrum vorstellen. Freut euch auf ein spezielles Zusammen im Zentrum. Bei mir zu Gast ist Musikantenfamilie Kiffer. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf unserer App oder auf der Webseite. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage schon jetzt merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweis. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Eine Kaltfront hat heute für ein nasses Wetter und sinkende Schneefallgrenzen gesorgt. Doch schon auf das Wochenende dürfen wir uns auf ein hochdruckbestimmtes Wetter freuen. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Es freut mich, Sie wieder zu sehen. Ja, morgen erreicht Alpen-Nordhälfte mit ein bisschen Beisen Polarluft. Auf der Alpen-Südseite kommt der Nordföhn auf. In den Valentinstag starten wir im Flachland mit vielen Wolken und wenig Sonne. Richtung Oberland flockt es bis in tiefe Lagen und Morgentemperaturen die liegen um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag kann sich die Sonne vermehrt in Szene setzen.
Im Mittelland, Richtung Oberland, wird es aber so freundlicher. Dazu wird es kalt mit einer schwachen Brise. Längs in Bern für um die 3 Grad. Auf 2000 Meter haben wir -10 Grad und auf den Bergen bläst ein mäßiger Nord- bis Nordostwind. Ja, pünktlich zum Wochenende stellt sich ein Hochdruckwetter ein. Am Samstag geht es im Flachland mit Hochnebel bis auf rund 1200 Meter los. Ober- und äußerhalb davon ist es sonnig und der Sonntag macht in seinem Namen alle Ehre. Es gibt einen freundlichen Tag mit Sonne und Wolken. Danach zeigt sich das Wetter bis am Mittwoch, abgesehen von Nebel- oder Hochnebelfeldern, meist von seiner sonnigen Seite. Die Temperaturen sind bis Mitte kommender Woche trotz ein bisschen steigendem Trend verhalten. In der zweiten Wochenhälfte könnte es dann aber richtig mild werden. Wir für ein Blatt vom Jodwetter für den Kanton Bern halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Das war von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.